Ja, Freunde, ihr seht richtig, wir sind immer noch unterwegs in Somniel. Ups, Entschuldigung, falscher Knopf. Aber nicht mehr lange. Denn es wird doch mal Zeit, das Ganze hier abzuschließen. Was ich auch mal machen möchte, das wurde mir geraten, dass ich irgendwie auch Netzwerkverbindung aktivieren soll. Weil es durchaus helfen kann. Dann. Was mich ja wundert, da wir vielleicht gleich noch ein bisschen schlauer werden. Ich habe mittlerweile den Season Pass gekauft, also eben einen Erweiterungspass, auch der erst DLC und so, und da soll es ja auch neue Emblemringe geben. Ich frage mich halt, wo sind die? Also ich meine, wo muss ich die aktivieren, mir abholen, wie kann ich mir das vorstellen? Oh, schon wieder. ルイ、何をしているのですか？神竜様、特にこれといった特別なことは、ただ遠くから女の子たちが会話しているのを静かに眺めている。それは何のためにですか？何のため？難しい問題ですね。ある種哲学的な問いとも言えます。ですが、そうですね。強いて答えるなら、僕の幸せのため。女の子たちが会話しているのを見るのが好き。はい、大好きです。近寄らず、会話に参加もせず、ただ遠くから静かに眺めるだけです。多分ダメなことだと思います。法に触れずともダメなことはありますから、もし彼女たちが嫌がったのならすぐにやめてくださいね。もちろんです。僕だって彼女たちを不快な気持ちにはさせたくありませんから。それを聞けて安心しました。ではほどほどに。はい、神竜様、ご心配をおかけして。 Ja, ich glaube schon. Okay, haben wir das auch mal mit Level 10. Sehr gut. Aussichtspunkt, wieder was Neues. Shinryu様、フィレネ南方の諸島にてこのような謎の腕輪が発見されました。他にも腕輪を祀っている史跡が発見されたとの情報が。一度向かってみてはいかがでしょうか。腕輪から紋章師の気配が。まさかこの中に新たな呪文が頭に浮かんできます。収めよ、三帝のエンブレム。 Oh, Three Houses. Haあ、やっと外に出られたわね。私は紋章師エーデルガルト、それから俺は紋章師ディミトリ。俺は紋章師クロードだ。よろしく頼むよ。エーデルガルト、ディミトリ、クロード。一つの腕輪に紋章師が3人も。申し遅れました。私は神竜です。あなたたちはなぜここに？腕輪に宿る紋章師ということはエレオス大陸の紋章師ではありませんよね。ええ、私たちはもともと違う世界を守っていた紋章師よ。どういう理由かこの世界に来たようなのだけれど。Umgezogen. Ja, der ist auch nicht schlecht. Hey. Gut, ist natürlich die Frage, bezieht sich Edelgard auf Three Houses oder bezieht sich auf den Fire Emblem Warriors Teil, Three Hopes? 違う世界から。もしかして試練を与えるために？安心して、あなたと剣を交える気はないわ。そろそろ3人で話す話題も尽きてきていた頃合いだったし。そうか、これからってところだっただろう。ディミトリの話が面白くなってきたんだから。嫌味はよせ。
というかほとんど話していたのはクロード、お前じゃないか。皆さんはとても仲良しなのですね。仲良し？どうかしら。何？真に受けるなよ。エーデルガルトの冗談だ。冗談だよな。私たちいつも競ってばかりだから、この3人で力を合わせるなんて新鮮よね。確かにな。俺たちは士官学校の生徒なんだが、それぞれ所属している学級が違うんだ。学級が。なるほど。いつもは切磋琢磨する相手なんですね。そう。だからこうして3人一緒に何かをしたといえば、舞踏会とグロンダーズ呪実戦の後くらいじゃない？グロンダーズ呪実戦は実戦形式の学級対抗戦だ。その日の夜は学級関係なく互いの健闘を称え合ったんだ。かなり盛り上がったわよね。ディミトリはなかなかの堅物に見えるだろう。ここだけの話だが、打ち上げの時のこいつの羽目の外し方はなかなか見応えがあったんだぜ。そうなんですか？初対面の相手に冗談かどうか判別しづらい話をするな。おいおい、ひどいな。2割ぐらいは本当だろう。減ってるじゃないの。Oh, das wird lustig mit denen. Ich glaube, wir nehmen direkt mal bei Michael dazu. 改めてあなたに私たちの力を託すわ。存分に振るってちょうだい。大丈夫、きっと勝てるさ。そのために俺たちはここにいるのだから。お前には特別俺の秘策を授けてやるよ。とても心強いです。私も皆さんの期待に添えるよう頑張ります。 Da bin ich zuversichtlich. Emblem Edelgard. Wer sich zufällig mit Dimitri und Claude ab zu völlig unterschiedlichen Fertigkeiten beschert. Verschiedene Effekte. Synchrofähigkeit, okay. Drachen zusätzlichen Schaden zufügen. Kampffertigkeiten, 3 Angriffen. Und Chance auf Brechen des Gegners, effektiv gegen Flieger. Erinnere mich ein bisschen an Byleth aus Super Smash Bros., wo einfach mal die Fähigkeiten aller anderen auch nutzt. Dabei soll es Byleth ja auch noch geben, ne? Wohlgemerkt. Von der Weltkarte aus kannst du den verschiedenen Inseln der Embleme aus den Armringen reißen, was? Okay. Gut, dann fehlt noch einer, wa? Weil es gibt ja eigentlich mehr, gab in diesem DLC 2 Ringe. Ja, ich glaube, wir versuchen mal den Ring hier jetzt mit Edelgard. Weil natürlich als Axtkämpferin und so müssen wir eigentlich jemand anderes nehmen, aber ich muss erstmal ausprobieren. Da wird jetzt Marv abgelegt. Wir werden natürlich alle übel nehmen. Der gute Marv. Aber übel nehmen. Anna, wie sieht's mit dir aus? Ihr wollt dir eigentlich den einen Ring... Nicht KP-Ring, sondern ihr wollt ja eigentlich... wo ist er jetzt? Einen schwarzen Ritterring, genau. Nein, den hier wollte er eigentlich geben, wa? Ein bisschen mehr Power. Wir wollen es auch ein bisschen testen, wa? Eigentlich kann ich bei ihm mal die ganzen Items so einfach mal abwerfen, weil ich nutze ihn eh nicht mehr. Der Ring von Lukas. Also sogar Lukas eigentlich einer der Ringe, die eigentlich relativ gut wären. Also generell betrachtet. Mehr Defense, wa? Also ist natürlich eigentlich so ein Ring, den auch Louis verwenden sollte. Ich habe jetzt halt den, damit er auch ein bisschen mehr Verteidigung kriegt. Angriff, Entschuldigung. Ich frage mich halt, wem von uns soll ich das mit dem Rapier noch machen? Ich meine, eigentlich könnte ich auch mal bei Alfred wieder wechseln. Sigurd und unserem Rittertod ist ja eigentlich schon cool. Ah.
aber... Na, warte mal. Louis trägt den Rittertod, oder? Genau, ist natürlich eine andere Waffe vom Rittertod-Status her, aber trotzdem. Dann bringt natürlich Louis mit Sigurd nicht viel, obwohl natürlich dann... Da wäre eigentlich der Vorteil, war so ein Charakter wie Louis, der 4 Felder geht. Warte mal. Normalerweise 4 Felder, nachher wird er natürlich wesentlich weiterlaufen können. Und er kriegt Stärke, Verteidigung mehr, ja, aber sollen wir einfach mal mit Sigurd testen? Ich habe trotzdem Verteidigung mehr. Behendigkeit, okay. Ja, mal so eine Idee, weil man natürlich auch weiter latschen kann. Da ist eigentlich schon etwas, aber ich glaube sonst... Die andere Variante wäre halt Boucheron, aber... Gut, eigentlich braucht es natürlich Maike mit der Dinge, weil er nicht so weit jetzt laufen kann. Natürlich auch langsamer wie mit Edelgard. Da ist natürlich auch ein Problem, merke ich gerade. Weil es liegt auch am Bandlevel. Wir müssen erstmal das Bandlevel noch ein bisschen trainieren. Und Louis echt den Ring von ihm hier geben, von Sigurd. Test einfach mal, komm. Alfred kriegt den Ring wieder von Marv. Versuchen wir es doch mal so. Ja, das kann auch lustig werden. Aber lustig Inventar bei dir. Ich bin ihm noch nicht so happy darüber. Ich meine, klar, du hast ein Langspeer, Leichtlanz, Stahllanz, Eisenlanz. Eigentlich wollte man mal ein bisschen was Besseres. Oh Mann, oh Mann. So. Die Tiere sind auch draußen. Okay, passt alles. Dann gucken wir doch mal nochmal. Was wollen wir jetzt machen? Ah, genau, Ringkammer. Ich frage mal gerade, ob ich vielleicht nochmal mit dem Emblem der Rivalen nochmal ein bisschen Staffeltickets erhalten. Was bringen die Staffeltickets? Ich muss mal recherchieren. Bandring erstellen, Bündniswaffen, Fähigkeiten erben. Ne, Moment, bin ja falsch. Das mache ich ja in der Arena. So, das geht ja nicht mehr, aber dafür das hier. Michael mit... Ach, mit jedem von den einzelnen... Okay, es wird... Muss ich mal gucken, wa? Stäbe, Behendigkeit. Eine Stärke, Behendigkeit, Entschuldigung. Linie, Bogenwacht. Wir gucken mal. Edelgardよ。相手になるわ。72 macht die Natürlich trifft sie auch mit 42% Trefferquote. Ey, 72 Damage, was ist los mit der? クロード、あなたは大変な策士だと聞きました。真面目だね。よし、じゃあまずは剣を置いて外へ。 Oh nee. Oh, um Gottes Willen. Erfahrung, die Einheit erhält um 20%. Schaden minus 1. Fähigkeitenerbe, ja. Das war jetzt... War das jetzt mit allen dreien oder nur mit einer? Ne, war schon mit allen dreien. Okay, haben wir uns noch gewundert. Also Regeneratur hat die Axtfertigkeit, wa? Lanzenfertigkeit wird er auch noch kriegen später. Okay, wäre nicht schlecht, weil man es so trainieren könnte.
Fähigkeiten. Also, ne, jetzt muss ich wieder in die Ringkammer gehen, um dort die Fähigkeit zu lernen. Alter. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Ich kriege eigentlich nur die aktuell, weil mir noch FP fehlen. Fehlen. Zusammenkunft. Und Stärke und Wendigkeit +1. Den will ich eigentlich unbedingt haben, den möchte ich ziemlich geil. Bogenwaffe, aber nicht unbedingt. Linie wäre eigentlich auch cool. Wobei, eben jetzt für Michael momentan eher ein bisschen unpraktisch, weil ich wegen Sidequests so eigentlich eher ein bisschen schwächer halten möchte. Jetzt haben wir natürlich momentan Marv nicht ausgerüstet, weil das heißt, der wäre trotzdem nicht schlecht. Das Linie kriege ich jetzt so oder so aktuell. Ja, wir gucken mal, das wird schon. Okay, jetzt die Frage. Gehen wir noch einkaufen? Und vor allem kriege ich jetzt tatsächlich Rabatt dafür? Müsste ich eigentlich mit dem DLC. Ich glaube, 30% alles günstiger sein. Was die Zeit? 17 Minuten, ey, Alter, das geht schnell voran. Ey. Das sind natürlich so Folgen, die einerseits schon wichtig für uns sind, also fürs Gameplay selber, aber halt passiert einfach halt irgendwie nichts. Also Spannendes, sage ich jetzt mal, passiert schon was. Im Vorrat. Wir haben natürlich viele Heilmittel, die man zweimal einsetzen kann oder einmal. Die können weg. Und sonst vielleicht Dinge, die halt sonst teuer wären. Ich behalte die mal noch, weil vielleicht bin ich trotzdem mal noch froh drum. Wegen Dauer hat auf 1. Okay, Stiefel ist aber zwar etwas. Moment. Den ich durch Michael gebe. Weil es nur Bewegung +4, das kotzt mich an, ey. Zum Teil. Heilmittel, okay, unendlich. Das heißt, er kauft trotzdem mal ein paar ein. Ich glaube, 3 Stück müssen eigentlich mal reichen fürs Erste, oder? Die meisten haben noch irgendwie ein paar. Noch 1. Oh, nehmen wir nochmal 2, komm. So, was hat er vergessen, weil ich es gerade noch erwähnt hatte. Schon mal die Heilmittel austauschen. Und das würde irgendwie besser gehen. Aber egal. Also Michael kriegt sicher mal die Stiefel. Weil mir findet das sonst sehr, sehr mühselig. Alfred, Items tauschen. Ne, nicht so tauschen. Ja, ich sage nein. Den restlichen Items warte ich mal noch. Also Itemsumme, die Stats aufzufüllen und so. So, Heilmittel finde ich für Heiler trotzdem. Also ich persönlich finde es für Heiler wichtiger, wenn das Spiel das Gefühl hat, nee, wenn da sagen, ich will Dinge optimiert haben, dann soll der keins kriegen. So, Pflege. Also hier das noch mit Heilung. Heilmittel 2, das heißt, ich kriege auch noch 1.
Mal gucken, wie lange ich sie überhaupt noch mitnehme. Fram. Offenbar sind ja ihre Wachstumswerte auch nicht so geil generell. Du kannst eigentlich alles mal ablegen. Weil ich nehme ich eh nicht mehr. Gut, ich meine natürlich, ja, ich weiß natürlich jetzt nicht, wie seine Wachstumswerte wären, wa? Theoretisch könnte man bei ihm sagen, hey, ich trainiere dich und dann setze ich wieder 2 Ziegel und so an, wieder zurückzustufen, mit der irgendwie bessere Werte hätte im Vergleich zu den anderen. Das könnte man machen, wenn man möchte. Anna? Okay. Dass Anna hier ein Kind ist, krass. Gibt's irgendwie geile Waffen, also irgendwas Neues? Das sind jetzt die Messen neu, weil wir davon noch nie was hatten. Da wir bisher auch noch keine Einheit hatten, die dies nutzen kann. Vielleicht kann sie noch brauchen, wer weiß. Das Spiel macht echt mit Absicht, war? Nur weil sie Pflege und so einsetzen kann, denken so, nein, ich brauche keine... Gut. Warte mal, war nicht Junaka die mit der... Teilen es nicht, die sich selber heilt, war, wenn sie andere heilt. Ja, okay, dann verstehe ich es vielleicht noch. Kann man natürlich so argumentieren. So, aber offenbar kann ich noch keine Meistersiegel so kaufen, war interessant. Das wird vielleicht sogar schon gehen. Nach coolen Waffen veredeln, ne? Ich meine, wenn schon natürlich solche Dinge, so Spezialwaffen, sag ich jetzt mal. So ein Stahlbogen wäre etwas für sie. Weil du auch genug Waren hätte, wie das zum Beispiel, wenn es ein bisschen mehr Power und Trefferquote gibt, ja. Ja, Gewicht natürlich auch. Und dann relativ schnell sehr teuer, war von den Waren her. Vor allem direkt Silber. Oha. Dann tue ich jetzt die Frage, wenn ich das jetzt hier machen würde, gibt es nachher einen Silberbogen daraus? Oder heißt es einfach, wenn du das machst, dann könnte irgendwas passieren? Schwierig. Ich versuche mal sowas, komm. Auch nicht zu weit gehen, auch nicht zu viel riskieren. Power ist nie schlecht, vor allem die Trefferquote ist wichtig. Vor allem bei den Waffen hier. Wir haben jetzt hier natürlich den Hammer. 50 ist mir jetzt auch ein bisschen viel. Wobei das jetzt bei Louis, der ist sowieso relativ krass drauf mit solchen Waffen. Panzerbrech vielleicht nochmal gucken, ob man da was machen kann. Jo, dankeschön. Da ist noch die Kleidung da unten. So, dann hatten wir noch das Thema, die Frage, ob ich jetzt Louis dann noch entwickeln soll. Und ich würde sagen, ja komm, versuchen wir es. Machen wir es dir einen General. Monsieur Louis. Ja, jetzt haben natürlich halt auch keine anderen Fertigkeiten. Aber jetzt halt gerade nötige Fertigkeit. Also braucht trotzdem Schwert als Fertigkeit. Wenn ich 2 Ziegel hier wechseln könnte. Er ist halt ein Lanzengeneral. Es gäbe auch noch. Oh, da bin ich eh schon. Bin Level 20, mit der zurückstufen kann, wa? Klasseerfahrung Level 1, ja genau, 2 Ziegel, aber die Axtfertigkeit, die hier, aber wozu auch? Oh, schade, mit Level 5 verlernt. Okay, cool.
Alter, Louis, der einfach mit Galoppen überreiten, also in der Fähigkeit einfach über den Gegner hinweg. Das ist eigentlich schon krass. So. Also wir sind später dran, ich will trotzdem noch ganz kurz kontrollieren. Habe ich alles? Könnt theoretisch Amiibos einlesen. Ich hätte sie hier. Möchte ich jetzt aber auch nicht machen. Und noch nicht, besser gesagt. Was ich mal ganz kurz mache, ist Trainingsplatz, weil wir mit Alfred noch ein Gespräch haben. Weil ich sie vergessen habe, war. Shinryu様、おはようございます。アルフレ、とても素敵な笑顔ですけど。今朝は気分のいい鍛錬ができたし、その上こうして君の顔を見られもうからかわないでください。本当にそう思っているんだと。そうですね。僕も同じところで何か不便は感じていない。まだ慣れないこともあるだろう。不自由に。そうですね。今ならよかった。でもリートスから旅立つ直前、神竜様はあの言葉とても私もその言葉。So, hab's gerade ein bisschen geskippt. Die sind ja generell immer dieselben Gespräche. So, sehr schön, sehr schön. Wir haben Staffeltickets, muss mal gucken, was es genau sein soll. Speichern nochmal. Ich glaube, wir haben sonst alles gemacht, oder? Also ich hoffe es zumindest. Wir waren so lange hier. Wir haben Ringe geschmiedet, wir haben Fertigkeiten gemacht, wir haben getestet, wir haben einen neuen Ring bekommen mit den Freehouse-Rivalen etc. etc. Wir haben Louis entwickelt. Komm, das muss reichen. Und ja, mal gucken, ob das mit den neuen Emblemen und so funktioniert, wie ich mir das gerade vorstelle. Ob ich da irgendwie alles falsch mache. Weltkarte, göttliche Kapitel. So, zurückkehren, ja. Göttliches Kapitel, Drachentempel. Ah, okay. Ja, dann soll es hier, glaube ich, darum gehen. Ich habe ja bereits erwähnt, es soll eigentlich noch ein weiteres Emblem geben. Und ja, es ist halt ein Emblem. Das haben wir eigentlich schon. Also, ein Ring davon. Ihr wisst ja von den ganzen Emblemen, die wir bereits haben, und Emblemringen. Gibt es natürlich auch andere Charaktere in diesen Welten, von denen können wir auch Ringe schmieden, dass jeder von unseren Charakteren einen Ring dabei hat, der halt seine Statuswerte boostet. Und es gibt halt einen Charakter noch aus der Welt von Marv, glaube ich, ist der. Also unter anderem, hauptsächlich, der hier nochmal als Emblemring auftaucht, zusätzlich halt zum normalen Ring. Mehr dazu später. Jetzt machen wir endlich mal hier weiter mit Kapitel 7, sonst kriege ich ja noch Zustände. Warte mal, ich kann mal ganz kurz gucken. Ja, es ist aus der Welt von Marv. Also einer von den Charakteren, die wir jetzt gerade sehen, gibt es jetzt dank dem DLC als Emblemring, als eigenständiger Emblemring. Weil ich sehe gerade, wir haben zwar auch Emblemring von Edelgard hier. Was jetzt hier nicht aufgeführt natürlich logisch ist, weil der eigentliche Story-Emblemring aus Freehouse ist logischerweise Byleth. Wer soll es sonst sein? Okay, egal. Gespeichert. Ich kann nochmal ganz kurz speichern nachher sowieso, wird nochmal. Komm, los geht's.聞いていた通り、フィレネとは違いますね。険しい岩肌の土地が広がっています。伏せるんだ。敵襲か。何者ですか。それはこちらのセリフですよ。国境を越え侵入してきたのはあなた方です。名乗らないのなら賊とみなし討伐します。次は
ますよ。私はリトスの地より参りました。神竜です。僕はフィレネ王国第一王子アルフレッドだ。神竜フィレネ王国王子。そうです。突然撃ってきて、あなたたちこそ何者なんですか？すみませんでした。神竜様とフィレネ王子様だったとはいざ知らず、攻撃して申し訳ありません。Oh Mann. Kapitel 7, Dunkles Emblem. あ、いえ。見事な土下座だ。下級の国境兵か。お、待ってくれ。なんだか見たことのある顔だ。君は、いや、あなたはもしかして。僕はプロディア王国第二王子スタルークです。王子様。やはりスタルーク王子でしたか。はい、名乗るのが遅れてすみません。あ、こっちは進化のラピスとシトリニカです。ごきげんよう、神竜様方。ブロディアへようこそ。ようこそ感が全くありませんね。すごく警戒されています。少し気が張っていたんです。ずっと化け物を討伐していましたから。あなた方ご一行がいらっしゃることと、その事情はイブ女王からの書簡により存じ上げておりました。父であるブロディア王モリオンの勅命で、待てど暮らせど来るのはほとんどが化け物。自衛のため討伐をし続けていたら。そういうことだったのか。いろいろあって遅くなってしまい申し訳ありません。しかし先ほどの件、もし矢が当たっていたら国同士の問題になって気をつけてください、スタルーク王子。はい、本当に。スタルークは悪くないわ。わからなかったんだから仕方ないわ。あなた方こそもう少し王族らしくきらびやかにお越しになればよかったのでなくて。矢が当たっていればどの道、この武力の国ブロディアに入る資格はありません。弱ければ奪われる。それがこの国の掟です。フィレネ王子の実力もここで測りましょうか。なんだって。ごめんなさい。我が国は実力主義がちょっとばかり行き過ぎていて。安心してください。フィレネ王子の実力はよくよく存じ上げております。どうもありがとう。すみません、すみません。謝りついでに迎えが僕なんかですみません。Alter, was ist los mit dem? Ja, jetzt hat er zwei Persönlichkeiten, krass. 顔を上げてください。王子、本当ですか？僕で本当に嬉しいですか？もちろんですよ。お会いできて光栄です。ああ、いい人だ。神竜である上に性格までいいなんて。Wehe, du küsst mich jetzt. でもその分僕の薄汚さが露呈するので、あまり輝きを放つのはやめてください。Ich bin ein Wurmgott, was erwartest du? それではブロディア王女への案内をいたしますね。Oh Mann, was für ein Eintreffen. グランスール大橋に着きます。わかりました。神竜様、イブ女王の書簡に記載があったのですが、イルシオンが邪竜を復活させたというのは。はい。以前戦ったイルシオンの兵が言っていました。やはりそうですか。ブロディアの兵からも遭遇したイルシオン兵が邪竜。まさか隣国がそんなことをするなんて。邪竜を倒すには指輪が必要なんですよね。我が国に伝わるのは若き獅子の指輪です。 Den Ring des jungen Löwen, das wird aber Roy sein, wa? 若き獅子の指輪。赤い石のついた勇ましい雰囲気をまとう指輪なんですよ。兄、第一王子ディアマンドは近頃、その指輪から声が聞こえると言っていました。我が兄ながら、
すごいお方です。お兄さんのことがお好きなんですね。はい、強く聡明で威張ったところがなくて、でその残りかすが僕です。そんなに卑下されなくても。Mann, können wir endlich mal langsam kämpfen hier? Was ist los? グランスール大橋ですよ。今日はやけに兵が多いな。イルシオン兵です。橋がイルシオン軍に占拠されています。Super. あー、やっと来た。この私を待たせるなんていい度胸ね。誰です？私はイルシオン王国第二王女オルテンシア。皆さんこんにちは。イルシオン第二王女。もしかしてあなたが神竜様？はい。やっぱりすぐわかったわ。他の人より綺麗だから。神竜ってルミエルだけだと思ってたけど、他にもいたなんて最近まで知らなかったわ。へえ、珍しい色違いの瞳。Danke? 近づかないでください。邪竜を復活させた悪しき国の者が神竜様に近づく資格なんてありません。邪魔しないでよ、ブロディア王国第二王子。悪しき国はそっちの方でしょ。だってお父様が言ってたもの。ブロディアは欲深く野蛮な国だって。私もブロディアは嫌い。領土を広げようとしてしつこく侵略に来るんだもん。それって本当にとっても迷惑なの。兵士や民たちがどれだけ傷ついたか。ブロディアはただ領土が欲しくて侵攻しているわけではありません。イルシオンの怪しい動きから自国を守らないと民を脅威にさらすわけにはいきませんからね。それで今日は仕返しのつもりでブロディア侵攻に来たのですか？まさかこの私がショーでそんな大それたことできるわけないでしょ。私は指輪を奪いに来ただけ。イルシオンをお父様のご命令でね。国王がそんな命令を？そう、分かったら持ってる指輪全部出して。そしたら殺さないでいてあげる。お断りします。ああ、めんどくさい。いっぱい指輪が手に入ると思ってこっちを選んだのに、ブロディア城の方に行くお姉様が羨ましくなってきちゃったな。それはイルシオン第一王女がブロディア城を襲撃するということですか？あ、これ言っちゃダメだったっけ？大変です。早く城に戻りましょう。通すわけないわ。指輪を持って帰ってお父様に褒めてもらうんだから。イルシオン兵たち、全軍出撃。殺しちゃっても構わないわ。指輪を全て奪いなさい。 Das glaube ich weniger. Muss ich gleich die Folge beenden? Also eigentlich schon jetzt. Wieso heißt das Kapitel Dunkles Emblem? Nur mal so doof gefragt. Verbindungsaufbau. Oh. Aber seht jetzt, kriegt ihr noch extra Gegner rein. Rennen Sie besiegt. Manche wird besiegt. Einheiten, bitte sagen, ich habe ein paar. 9 von 9 bloß. Was ist los mit euch? Oh Mann, oh, wir sollen so jemals alle trainieren. Oh, ich hasse solche Spiele, wo man eine begrenzte Anzahl Leute mitnehmen kann. Das ist doch einfach nur pervers, sowas. So, komm. Nehmen wir alle weg von den Gleisen, die eigentlich nicht mitkommen. Also, Louis kommt logischerweise mit, Michael muss er mitnehmen, geht gar nicht anders. Die natürlich auch mitkommen, ich glaube, das dürfte relativ klar sein, sind Selin, Selika. Ich glaube, es ist noch so wie früher. Ja, ich glaube, so wie früher. Nach vorne geswitcht werden, dann Alfred und Marv. Generell natürlich all diejenigen, die irgendwie diese Ringe haben, war. So, den Rest würde ich sagen, gucken wir uns in der nächsten Folge an, wenn ich alles mitnehme. Ich habe ein paar Gedanken, ein paar Ideen, aber es hängt auch ein bisschen davon ab, wie die Map aussieht. Wenn ich natürlich überall gegnerische Schützen habe, macht es keinen Sinn, dass ich halt unsere Pegasus Ritter mitnehme.
Na dann, in dem Sinne, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.